Zuallererst möchte ich jenen, die über das Internet zuhören, meine Grüße übermitteln. All die Tulkus, die Lamas, diejenigen, die als Herzensführer, als Kalyana Mitras handeln, die jetzt in den Klostereinrichtungen, alle meine Dharma-Freunde in der ganzen Welt, die hier zuhören, meine herzlichen Grüße hier. Heute ist der, wie soll man das in Englisch sagen, dann wäre es der zweitletzte, der vorletzte Tag. Das weiß nicht, wie ich das in Tibetisch sagen soll, aber das vielleicht ist auch nicht nötig. Jedenfalls ist der Tag vor dem letzten Tag, den wir heute haben. Bevor wir also anfangen mit den eigentlichen Ausführungen, habe ich eine lange Lebensbitte geschrieben für Japji Trungpa Rinpoche, dass er rasch von seiner Krankheit genesen könnte. Und ich habe, glaube ich, noch nicht die Übertragung dieses Textes gegeben. Ich glaube, ich sollte es an dieser Stelle hier geben. Diese lange Lebensbitte werde ich, wenn die Zeit später da ist, hier gerne einige Male zusammen mit allen sprechen. Andern Tags war die Unterweisung sehr lange und ich glaube, das war für einige sehr schwierig, dann ihr Abendessen zu bekommen. Also wir sollten heute die Gelegenheit vielleicht Folgendes besprechen. Einen kleinen Augenblick bitte. 간기엔 통줍 다 통줍드네 조나체 다조 최지라마 아주 최지라마 편소 통계시에시 In Nepal haben wir Kangchen Tungtrup Zeremonie, die gerade abgehalten wird, was ich für etwas sehr Wunderbares halte, dass es dort durchgeführt wird, und es ist der zweite Tag der heute davon, und ich möchte die Gelegenheit hier wahrnehmen, einige Preisungen hier auszusprechen für Lama Pünsok, dass er für diese Puja dort durchführt, und er hat mich gebeten, dass ich zu dem Nutzen dieser Zeremonie etwas sagen möge. Ich hatte noch keine Gelegenheit, es aufzuzeichnen. Ich werde später eine Aufzeichnung davon verfertigen und übermitteln. Heute sprechen wir über die 33. der guten Taten aus der Leben und Freiheit Geschichte von Mikhail Dorje, genannt die guten Taten. Und wie ich das die anderen Tage schon gesagt habe, gibt es da dieses Kommentar, als Manuskript, das von Sanjay Paltrop verfertigt aus dem
Potala entstammt und aus solches, das aus dem Drepung-Kloster entstammt, die sich unterscheiden. Ne? Heute werde ich in erster Linie, möchte ich die Gliederung des Drepung-Manuskripts hier zur Grundlage machen und die Bedeutung sind auch von den beiden, sind von beiden genommen. Die Bedeutungserklärung nehme ich von beiden, also nicht nur aus einem einzigen. Ich wische die sozusagen zusammen zu einer Bedeutung aus dem Potala-Manuskript und das Drepung-Manuskript. Und gemäß der Gliederung, die gegeben ist in dem Drepung-Manuskript, heißt es, das, worüber wir jetzt sprechen, gehört zu dem, was man die Leben und Freiheit, die guten Taten des Megiddo heißt, darin 3 Hauptteile und ist in dem 3. Hauptteil, nämlich da wir Mahayana, das größere Fahrzeug zu üben wusste, und darin gibt es das als die Haupt sozusagen Übung, und darin gibt es wieder 3, nämlich das, also die geringere und mittlere und die größere Fähigkeit. Wir sind in der größeren Fähigkeit, ist der Hauptteil, der 3. Teil. Und darin geht es darum, die Bodhicitta zu erwecken, dann die 2 Arten von Bodhicitta zu üben und dann, wie er sich im Einklang mit Bodhicitta vorsetzen zu üben wusste. Und bei dem 3. sind wieder 7 Unterpunkte darin. Und die ersten sind die 6 Arten von Parameters, dann die 2, dann die Artenweisen, wie er seinen eigenen Lebensstrom bereinigte. 3. wie er die Art der Bodhisattvas schulte und schließlich dann 4. die in Einklang mit Zeit und Ort und 4. die Sinn- und unsinnige Handlungen zu vermeiden oder anzueignen und dann 6. wie man die 2 Arten von Nutzen erreicht durch die Kraft von Hingabe. Und das 6. ist die 6 Arten, 7. ist die 6 Arten von Hellsicht, sich ansagen zum Wohle der anderen. Dazu gibt es der Grundvers, der sagt, solange man zu anderen wohl noch ohne Hellsicht des von Makelfreien ist, wird man die zu Sinn nicht zähmen können. Drum habe ich vermehren und bereinigen vollendet, jetzt Raum erfüllen, Wesen wohl zu tun, den freudigen Mut. Auch dies sehe ich als meine eigene gute Tat vollbracht. Heutzutage, in einem Zeitalter, das von den 5 Arten von Verfall geprägt ist, werden also, wer immer da auch ist, als Guru oder als Lama oder Tulku, dann gibt es diese, die sagen, dass sie anderen von Nutzen sind, das Wohl anderer vollbringen, manche werden solche genannt, dass sie die Schützer der Lebewesen seien und so weiter. Die meisten von jenen handeln in folgender Weise. Oder was sie eigentlich tun sollten, sagen wir so, wäre, wenn man leitet seine Schüler, wenn man möchte, dass die Schüler, die sich von den Fehlern und Risiken dieses Lebens in Belastung abwenden, da muss man ihnen zunächst die Fehler und die Nachteile dieser Welt, Samsara, dieses Wiederkehr von Leid, deutlich machen. Und man muss die Vorteile von dem, was also jenseits von allem Leid liegt, was Freude und Wohlergehen ist, deutlich machen. Da muss wenn Sie dazu in der Lage sind, diese Unterschiede und die Merkmale zu erkennen, dann braucht es die Kernpunkte, über das zu kennen, was jetzt Freude und Wohlergehen ist und was Leid und Belastung bedeutet. Wir alle wollen Freude und wir möchten Leiden vermeiden. Und deswegen muss man die Ursachen üben, die tatsächlich Freude und Wohlergehen hervorbringen und nicht solche Handlungen begehen, die Leiden letztlich zeitigen. Diese Punkte sind genau zu verstehen. Und wir müssen anderen verstehbar machen, was sie in dieser Hinsicht zu tun und nicht zu tun haben. Dass sie zu lernen haben, das sind die günstigen, guten Handlungen, die und aus reinem Ansinnen geboren sind. Dieses gilt es sich anzueignen. Und viele, viele Methoden gilt es dann zu verwenden, um sie auf den Weg dessen zu bringen, wie sie ihre Geistesstörungen
beseitigen, bereinigen können. Und die Schüler und die verschiedenen Qualitäten, die Vorzüge, guten Eigenschaften werden dann in dem Erlebensstrom der Schüler reifen und wachsen. Und es gilt und es gibt viele Punkte, die dazu dienen, dieses Reifen voranzubringen und Hindernisse zu beseitigen. Und es gibt dann auch die Mittel, ihnen zum Durchbruch zu verhelfen, da wo das, was man sagt, dass im Inneren ihres Erlebensstroms ein gewisses Aufgewärmtsein schon ist, das Zeichen davon auch deutlich werden können. Dafür braucht es bestimmte Arten des Übens. Und das ist die Art und Weise, wie man andere zur Reife bringen und sie anzuleiten hätte. Wenn man so verfährt, dann ist dies der wahre Weg, sie zu Befreiung, zu Freiheit zu führen, so wie es die Buddhas und Bodhisattvas, die großen Wesen, gezeigt haben. Aber in dieser Zeit, die heute von Verfall geprägt ist, wenn da ein Lama oder Tulko oder irgendjemand ist, der dann als Lehrmeister, als Herzensführer wirkt, scheint es, dass sie die Kernpunkte darin nicht, wie sie solchen Weg lehren können, nicht verstanden haben, nämlich andere derweise anzuleiten, was zu tun oder zu lassen ist. Und sie haben dann viele um sich herum geschaut und viele auch üble Gestalten um sich herum geschaut. Sie haben nicht verstanden, dass viele üble Gestalten um sich herum, die durch eigenes Karma jetzt gewissermaßen angezogen um sie herum sind. Sie sind gewissermaßen ungezähmte Gemüter, könnte man sagen. Solche Leute sind einfach angezogen und um sie herum. Und aufgrund ihrer eigenen Einschätzung geben sie diesen dann all die verschiedenen Unterweisungen, geben ihnen die gelübden Vorsätze und Ausbildung und die Arten und Weisen, sich zu üben, zu verweilen und so weiter. Viele, viele Unterweisungen geben sie ihnen und sie scheinen zu hören und auch das zu üben und das anzuwenden und geben ihnen den Ratschlag, den Rat dazu. Aber einige tun nicht in dieser Art. Und es wäre vielleicht, dass man sie etwas, da wo sie das nicht tun, sie etwas härter oder intensiver anfassen müsste. Und das heißt, dass man habe dann keine Zeit, in der Nacht zu schlafen und keine Zeit am Tage, sich auszuruhen. Und so verfahren sie dann. Sie haben darin, aber in dem, was sie tun und solche Arten nachvollziehen, eigentlich keine echte tiefe innere Erfahrung, machen ein großes Getöse darum herum. Und es sieht so aus, als ob sie zuhören oder üben. Aber in ihrem Herzen haben sie da weiter eine Vorliebe dafür, dass andere Leute, wenn sie sie anschauen, denken, oh, die machen aber großartige Dinge zum Wohle aller Lebewesen und so weiter. Sie werden gepriesen von anderen, und auf diese Weise hoffen sie, dass sie andere kritisieren, die nicht so tun, und sie selber preisen, als dass sie so viel zum Wohle der Wesen tun. Solche Art ist ihre innere Erwartung. Welche Leute hat Leute, die in dieser Weise sich üben, nicht mit großer Begeisterung schaut, und es ist klar, dass diese Art und Weise des Handels nicht sehr hilfreich und gut war. Nicht nur
dass sie nicht nur, könnte man sagen, dass er das nicht gut fand, sondern er hatte eher einen Widerwillen. Und es ist unnötig zu sagen, dass diese Art des sogenannten Nutzens für anderen keinen echten Nutzen bringt. Es ist sozusagen ein Scheinnutzen, der dort geübt wird. Und es ist ein großer Schaden darin, dass diese Art des Handelns andere beschädigt und tatsächlich nachhaltige Freude beschädigen kann, für sich selbst und andere verhindert. Mit die Leute selber war hingegen vollends begeistert von der Art und Weise, wie Buddhas und Bodhisattvas zum Wohle der Wesen handeln. Und er hatte den tiefen Herzenswunsch, ich muss in gleicher Weise, wie die Buddhas und Bodhisattvas gehandelt haben, in gleicher Weise in der Lage sein, anderen Wesen zu nützen. Und aus diesem Grunde war sein Wunsch, es diesen nachzumachen, es jenen Buddhas und Bodhisattvas nachzumachen, um echten Nutzen für Lebewesen zu vollbringen. Das ist die Art und Weise, wie er dies anzusehen pflegt, im Besonderen. Um anderen Lebewesen genau so zu helfen, wie andere Lebewesen es in ihrem Innern erwünschen und ersehnen, dann braucht man dafür, um all die Bedingungen dafür wirklich im Blick zu haben, braucht man eine Art von Hellsicht. So heißt es der 8000-versigen Pragya Paramita, den Versen zur Weisheit. Das heißt es. So sagt der Buddha, sagt, so Buddhi, es ist so wie ein Vogel nicht fliegen kann ohne Flügel, so Buddhi wird ein Bodhisattva kein Dharma lehren für Lebewesen ohne die Hellsicht. Deswegen, so Buddhi, müssen Bodhisattvas aufgrund der Weisheit des Pragya Hellsicht erlangen, und mit dieser Hellsicht werden sie leicht und unversehens in der Lage sein, die Wünsche anderer Lebewesen zu erfüllen. Und in gleicher Weise, so wie im Pragya Paramita, so da heißt es, brauchen Bodhisattvas klar Sicht, brauchen Hellsicht. Sie wären nicht in der Lage, tatsächlich anderen Lebewesen Dharma zu lehren. Sie wären nicht darüber im Bilde, welche Fähigkeiten und Eigenschaften sie zu zeigen haben. Mit Hellsicht wäre es sehr einfach, genau zu kennen, was andere bedürfen, und sie in dieser Weise unterrichten zu können. Der gleiche Punkt wird auch in dem Leuchtfeuer auf dem Wege zu erwachen darin erwähnt. Darin heißt es, so wie ein Vogel ohne die Flügel ausgebreitet sich nicht in die Lüfte erheben kann, so wird ohne die Kraft von Hellsicht dann auch kein Nutzen für Wesen vollbracht. Ein Vogel braucht beide Flügel ausgebreitet. Und ohne diese Flügel ausgebreitet gibt es keine Möglichkeit, dass sie in die Lüfte sich erheben können. Und wenn man damals solcher Art lehren möchte, dass es diese befreiende Information so angemessen von anderen verstanden wird, dass sie ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht, dann gibt es keinen anderen Weg, als eben mit Hellsicht diese zu erkennen. Atisha hat es einmal so gesagt zu Tromtönpa. Tromtönpa war gewissermaßen Atishas Hauptschüler, könnte man sagen, ein wichtiger Schüler. Und er sagt, er nannte ihn Upasaka. Als jemand, der die Vorsätze, die nicht monastischen Vorsätze, guten Vorsätze hält, weil Tromtönpa war jemand, der diese nicht monastischen Vorsätze einhielt. Und deswegen nannte er ihn Upasika.
Und die hatten zu der Zeit meistens lange Haare. Das pflegten lange Haare zu tragen. Das war die Tradition der Upasika zu jener Zeit. Ob das nun eine von den Klöstern war, Sera oder Drepung, gab es jemanden, einen Ausländer, der dorthin kam, der etwas älter war. Und er hat sich einführen lassen und die Statuen gezeigt, wie sich die Statue von dem und von jenem und so weiter, hat sich die Statuen zeigen lassen, als sie zur Statue von Tromtönpa kam. Dann wurde gesagt, also dies hier ist Tromtönpa. Und dann war seine Frage, oh, ist das ein Mann oder eine Frau? Warum? Weil er diese lange Haartracht hatte. Noch diese Statue zeigte, wie er eine lange Haartracht hatte. Der Mensch, der dort diese Einführung gab, der hat das nicht verstanden. Warum wird diese Frage gestellt wird? Ne? Und dann die Antwort war, ja, weil er diese langen Haare hat. Manchmal, wenn Leute lange Haare haben, dann kann man in der Tat nicht so einfach unterscheiden, ob es eine Mann oder eine Frau ist. Und also Tromtönpa war eine Upasika. Und Atisha sprach zu ihm und sagte, Upasika, so hat er ihn angeredet, solange du keine Hellsicht hast, dann solltest du die Mengen nähren. Solltest du nicht die Mengen nähren. Das Mengen heißt hier die Mengen von Schülern. Man sollte also nicht sie versuchen anzuleiten. Es ist wie ein Bogenschütze ohne Augen. Er hat keine Ahnung, wo sein Schuss hingeht. Das ist also direkt gefährlich, wenn man im Dunkeln da zum Beispiel einen wäre. Und man hat, wo kein Licht ist, da hat einen Bogen und soll im Dunkeln einen Schuss abgeben. Dann hat man keine Ahnung, wo dieser Schuss genau hingeht. Vielleicht trifft es unseren Freund oder unsere Verwandten werden getroffen. In der gleichen Weise, wenn man diese Hellsicht nicht hat, sollte man nicht Leute um sich versammeln. Das wäre wie ein Bogenschütze ohne Augen. Du weißt nie, wo der Schuss hingeht. Aus diesem Grunde also hat der Midgyodje für sich selbst die er hatte die Fähigkeit, tatsächlich die Fähigkeiten, die Eigenschaften, ihre Schwächen und Stärken und so weiter der Schüler wahrzunehmen. Das ist sehr schwierig für andere, das wahrzunehmen, was jemand anders ist sehr schwierig für jemanden festzustellen, was in anderen vorgeht. Und manchmal weiß man es ja nicht einmal von sich selber. Welche Eigenschaften, Talente, wie man sagt in Englisch, die Talente, welche Begabungen oder guten Eigenschaften Menschen haben oder ihre verborgenen Eigenschaften. Da gibt es welche, die haben zum Beispiel Talent für künstlerische Tätigkeit, andere sind für Mathematik oder so etwas begabt. Und manchmal weiß man das. Und es ist vielleicht möglich, dass alle die haben, aber es ist nicht. Aber wenn das nicht heranreift, dann sind sie sich dessen nicht bewusst. Und vielleicht haben wir haben so eine natürliche Intelligenz oder eine Begabung, aber wir haben das ganze Leben lang sind wir uns dessen nicht bewusst. Also jemand, der diese Hellsicht hat, in der Lage ist, die Kapazitäten, Begabungen, Grundanlagen der Wesen zu erkennen. Manchmal mehr daran zu erkennen, als diese Person selber sich ihrer eigenen guten Eigenschaften bewusst ist. Und
So ist halt so sehr wichtig, sagte mit die Leute, dass er eben genau diese Fähigkeiten und Begabungen und Anlagen zu erkennen in der Lage sein werde und dann andere zu unterrichten und sie für Dharma anzuleiten. Und es muss dann nicht einmal eine völlig echte Art von Hellsicht sein. Es gibt auch solche weltlichen Arten von Hellsicht, die man auch als diese Supermensch oder Superman-Eigenschaften bezeichnet. Andere Bewusstsein zu kennen, was aber nicht nötigerweise bedeutet, dass man in der Lage wäre, sie anzuleiten zu einem solchen Wege. Diese weltlichen Arten von Hellsicht sind nicht in der Lage, andere Schüler tatsächlich auf den Weg zu bringen, sie in die Lage zu versetzen, die eigene Stufe zu erlangen. Um diese zu erreichen, braucht es jene Art von Hellsicht, die über Weltliches hinausgeht. Mit solcher echten Art von Hellsicht ist man tatsächlich dann in der Lage, andere auf den rechten Weg zu bringen. Und Mitchell Dorje sah, dass er versuchte, alle Arten von Vermehren, von Guten und von Bereinigen es in seinem eigenen Lebensstrom, dem zu widmen, dass es heranreifen möge, diese großartige überweltliches Hinausgehen, überweltliche Hellsicht zu erreichen, um das Wohl anderer zu bringen. Um eine solche überweltliche Hellsicht zu erlangen, brauchte es tatsächlich viel an Training und Vorbereitung. Deswegen hat er sich entschlossen, alles das, was er in sich trug, an guten Eigenschaften, an Vermehren von guten Eigenschaften und an Bereinigen von eigenem Lebensstrom, diesem Ziele zu widmen. Und was ist die Voraussetzung dafür, um solche Art von Hellsicht zu erlangen? Es ist dass man frei wird von allen Makeln, ist, dass man tatsächlich die Mahayana, den großartigen Weg in allen Seiten Eigenschaften lernt, durch Lernen und Erwerben. Es gibt die Lebensgeschichten von großartigen Bodhisattvas, wie sie vielen, vielen Lehrern folgten und von ihnen lernten. Zum Beispiel der Bodhisattva Ngulsang, über den wir als ein Beispiel hier sprechen könnten. Und in gleicher Weise, um diese überweltliche Hellsicht des Makelfreien zu erlangen, brauchen wir nicht nur einem Lehrer zu folgen, sondern vielen und nicht nur von unendlich vielen zahllosen Lehrern und Wesens sollten wir lernen. Und so deswegen heißt es in dem Wunsch zum hervorragenden Verhalten, heißt es darin, ich werde meeresgleich viel Weltenräume reinigen, meeresgleich viel Lebenswesen reinigen, meeresgleich viel Dharma sehen können, meeresgleich viel Weisheit dann erkennen, meeresgleich viel handeln, dann bereinigen, meeresgleich viel Wunsch erleben, dann vollenden, meeresgleich viel Buddhas dann beschenken und meeresgleich äonenlang dann nicht entmutigt sein. So ist es darin geschrieben als Vorbereitung, wie man einen solchen Weg gehen kann. Und aus diesem Grund sagt Sanjay Paltrop hier darüber, dass Mitchell Dorje in seiner eigenen Einschätzung nach von der großen Hoffnung getragen war, dass er jenen, die auf ihn sich bezogen und ihre Hoffnung auf ihn richteten, dass es sie anzuleiten in der Lage sei. So wie es in jenem Wunsch zum guten Verhalten beschrieben ist, wie ich gerade eben vorgetragen habe. Dass in dieser Weise hat er es gesehen. Tatsächlich braucht man diese Hellsicht indes,
makelfreien. Und er hatte das dringende Gefühl, dass er eine solche Hellsicht erwerben müsste. Und selbst wenn es ihm nicht gelänge, dass er wenigstens etwas Ähnliches erreichen könnte. Und das war gewissermaßen sein inneres Fühlen oder seine Hoffnung, sein Sehnen. Und er sah dies für möglich an. Nun gibt es einige Leute, die an dieser Stelle sagen können, also bitteschön, dein Guru ist doch Karmapa, oder nicht? Und wenn dein Guru Karmapa ist, dann ist dein Guru ein Buddha. Und wenn er ein Buddha ist, dann braucht es doch nicht das kleinste bisschen an Zweifel daran, dass er all diese Fähigkeiten der Hellsicht des Makellosen besitzt. Allein, dass du so redest, ist nicht okay, weil es gibt gar keinen Grund daran zu zweifeln. Wenn du als allererstes behauptest, dass dein Hauptlehrer Karmapa sei und Karmapa ist automatisch ein Buddha, dann hat er natürlich alle Arten von Hellsicht ist damit versehen. Da braucht es doch nicht ein kleinste bisschen an Zweifel zu haben. Deine Art von Rede macht doch überhaupt keinen Sinn. Und wenn man sagt hier, dass er möglicherweise solche Hellsicht habe, dann ist das schon ein Ausdruck von Zweifel. Und Sanjay Palto antwortet und sagt, ja, es ist richtig, was ihr einwendet, aber wenn gewöhnliche Lebewesen, so wie ich hier, das zu beurteilen hätte, ich, Sanjay Palto, und sage, mein Guru, und man sagt mal so häufig diese Phrase, man sagt, mein Guru ist Karmapa ist die Essenz aller Buddhas und Bodhisattvas. Und wenn man aber die Worte der großen Meister hier nimmt, dann, wie soll ich selber, wenn man die zugrunde legt, aber ich selber von meinem Leben her habe nicht andere Gewissheit jenseits davon, als dass ich die Worte von anderen zitiere. Ich kann nicht sicher sagen, ob er die Inkarnation anderer Karmas ist. Ich kann nur sagen, dass die andere großartige Schüler und so weiter ihn als die Wiedergeburt der Karmapas angesehen haben. Aber aus meiner eigenen Kraft heraus, Erkenntniskraft, habe ich keine Weise, das mit Sicherheit sagen zu können. Aus diesem Grunde wenn also da die Rede davon ist, die Leute sagen, das ist der Karmapa und so weiter, dann ist das nichts anderes, als sich den Worten anderer anzuschließen. Wenn ich also darüber spreche, dann richte ich mich aus an den Worten der anderen, die zum Beispiel gesagt haben, es gab so viele verheißungsvolle Zeichen, Wunderzeichen bei seiner Geburt und seine Taten sind den Buddhas und Bodhisattvas vergleichbar in seiner Jugend und so weiter. So wie es in der Aquatra verfassten Lebensgeschichte ist oder der Lebensgeschichte, die verfasst ist von Khenpo Shakya Sangpo. Oder es gibt auch einige andere Lebensgeschichten, Autobiografien, die über Methodius verfasst sind, oder auch solche, die Methodius selber über seine eigene Lebensgeschichte verfasst hat und so weiter. Diese nehme ich als Grundlage für meine Aussagen hier. Und so wie ich diesen Kommentar hier zu die Bedeutung dieser Lebens- und Freiheitsgeschichte hier aufgeschrieben habe, dann
ist es nicht so, dass ich selber alle diese Hellsichten gesehen habe. Und ich habe überhaupt nicht die Fähigkeiten dazu, das beurteilen zu können. Ich habe solche Art von Rang in meinem Erkennen nicht erreicht. Und nicht nur das, Mikio Dorje selber hat Folgendes gesagt, und das möchte ich euch gerade hier zeigen, diese Worte. Und er sagte, diejenigen, die den Titel Karmapa tragen, tragen sie nur durch den Segen oder die Inspiration der Aktivität der Karmapa selbst. Abgesehen davon sind gewissermaßen nur ein Ausdruck der Wirkungskraft und des Segens der früheren Karmapas. Von meinem eigenen Anschauen her habe ich keine Gewissheit darüber, ob ich selber eine Wiedergeburt von Karmapas bin. Als ich noch ganz jung war, sagen einige, habe ich Statuen gefunden und zum Beispiel so, wie man sagt, man erfindet einen Tulku und sagt, das ist die Wiedergeburt von jenem anderen Lehrer und so weiter. So kann man auch Statuen auffinden oder andere Gegenstände. Da gibt es also eine Art und Weise, solche zu erkennen. Und es gibt, einige sagen das, als ich noch ganz klein war, da habe ich solche Statuen gefunden und ich habe diese Statuen erkannt und man hat zum Beispiel mich gefragt, nimm diese Statue in die Hand, welche die der Karmapas, die Statue des Karmapa ist. Und dann habe ich gleich die richtige genommen. Und bei den meisten haben sie mich aber vorher angewiesen. Sie haben ja gesagt, morgen wirst du diese Statuen gezeigt bekommen und dann musst du diese oder jene nehmen. Das ist etwas gefährlich, wenn ich hier so etwas sage. Manche sehen das so vielleicht nicht. Manchmal wird man auch gefragt werden, welche von diesen Menschen hier war dein Diener in früherem Leben? Oder welche sind die Dinge, deine persönlichen Dinge, die zu deiner früheren Inkarnation? Und da gibt es einige, die sagen, morgen dann gibt es vielleicht auch und dann wird man mal vielleicht unterwiesen, sagt, da wirst du solche Leute zu sehen bekommen und dann die du nicht magst, sagst, das sind alles die gewöhnlichen Leute und die nahestehen, die sozusagen, dass sie die Inkarnationen der Buddhas und Bodhisattvas sind, nur großartige Wesen und so weiter. Solche Dinge habe ich also dann sagen müssen, als ich noch jung war. Und ich war dann wenn ich dann gefragt wurde über früheres und späteres Leben, dann wurde ich gefragt, ich sollte über früheres und späteres Leben sagen. Und einige waren um mich herum. Bei denen ich dann sagen sollte, haben diese Verbindung mit mir oder nicht. Und dann schreibe irgendeinen Vers für sie auf, und den sollte ich ihnen dann geben. Und manchmal sollte ich einigen Leuten
Oder einigen sollte ich eine schlechte Prophezeiung geben, damit sie dann gehen. Und die, denen die aber ganz große Gaben einbringen, ähm, dann, wenn sie aber große Gaben gebracht haben, dann ändere doch bitte deine Prophezeiung da und mach das in eine nehme bessere Worte. Und das ist nicht, was ich jetzt hier sage, sondern das ist Miki Deutes Aussage hier. Und man kann also, und so sagt er, gibt es also nichts, wo man, wenn das an den Lebensgeschichten, auf das man sich verlassen kann. Das können vielleicht auch Leute kommen, die sagen, dass sie Kammerbar wären, aber gar nicht sind. Und da gab es vielleicht manchmal 2 verschiedene Kammerbars, um nur mal so zu zeigen, welcher der richtige ist. Und dann nimmt man Beispiele von dem vorigen Kammerbass. Und schreibt dann verschiedene Geschichten auf, die zu meinem Leben passen sollen. Das ist eine Lebensgeschichte von Dabsan Chönibar, darin heißt es, die Hellsichten, die hatte, waren die er hatte während seines Bardo-Zustandes und wie er dann in den Mutterleib hineinging und so weiter. Er sagte, in diesem Leben aber, um solche Fähigkeiten zu erlangen, solche Taten zu vollbringen, und habe ich das geschrieben als einen Wunsch, dass ich in der Lage wäre, so zu sein. Nicht die Behauptung, dass ich tatsächlich das habe durchführen können. Auch als es darum ging, Shama Küntrok Yenla zu erkennen, dann war das nicht Kraft Hellsich, dass ich ihn erkannt oder eingesetzt habe. Der 4. Shama hatte tatsächlich ein Testament hinterlassen. Und auf Grundlage dieses Testaments, dieser Hinterlassenschaft, war ich in der Lage, ihn zu finden. Es ist nicht, dass ich selber ihn als eine Wiedergeburt des 4. Shama erkannt habe. So, Miki Deute war jemand, der manchmal ganz direkt heraus sagte, was ihm so in den Sinn kam. Und Leute waren durch manchmal sehr erstaunt. Solche Art war also die Art und Weise, Miki Deute zu sprechen. Und was er in solcher Art sprach, dann haben die meisten Leute gedacht, der Miki Deute, seine Heiligkeit, er tut nur so. Natürlich hat er alle diese Hellsicht. Er weiß über alle die vergangenen Lebenszeiten, aber er tut so, als ob er es nicht kann. Er gibt nur vor, dass er all das nicht weiß. Das heißt, dass diese Art Aussagen von Miki Deute sind nicht wörtlich zu nehmen. Die sind eigentlich nicht seine eigentliche Bedeutung. Selbst wenn er sagt, ich habe alle diese Fähigkeiten nicht und ich sehe all dies nicht, dann gibt er dies nur vor. Das ist also nicht wörtlich zu nehmen, wenn er sagt, ich kann das alles nicht und ich habe diese Hellsicht nicht. Miki Deute war jemand, der völlig direkt sprach und dann Dinge auch so meinte, wie er sie sagte. Also es ist hier kein Vorgeben, aber es ist tatsächlich so. Und der Grund dafür ist, wenn Miki Deute diese überweltlichen Fähigkeiten gehabt hätte,
Aber wenn er tatsächlich akzeptiert hätte, dass er sie hat, dann gäbe es viele Missverständnisse. Und es ist durchaus möglich, dass er dann, um solche Missverständnisse zu vermeiden, so vorgab, er habe sie nicht. Aber hier gab es eigentlich keinen Grund, dass er so etwas hätte vermeiden müssen. Wenn man so etwas tut und sich das vorgibt, dann braucht es vielleicht einen gewissen Grund dafür. Aber hier an dieser Stelle gab es eigentlich keinen. Und so sagt hier, viele Deutsche sagen, Karmapa ist dann die Inkarnation aller Buddhas und sie haben Hellsicht. Und Sanjay Palto sagt hier, ob er diese Fähigkeit hat oder nicht, ob er diese Hellsicht hat oder nicht, ob er diese wundersamen Eigenschaften hat oder nicht. Aber wenn er die wundersamen Eigenschaften hat, heißt nicht, dass er Karmapa ist. Und wenn er sie nicht hat, heißt nicht, dass er nicht der Karmapa ist. Der Grund dafür ist, dass Buddhas und Bodhisattvas viele, viele Arten von Verkörperungen annehmen können. Sie können viele, viele Verkörperungen zeigen und darunter sind einige, die als Buddhas auftreten. Und all die für die Fähigkeiten hat, frühere Lebenszeiten zu erinnern und so weiter. Aber einige Male, manchmal zeigen sich die Buddhas sich auch in Gestalten und Verkörperungen, die all diese Fähigkeiten nicht zeigen können, zum Beispiel nicht die früheren Lebenszeiten. Zum Beispiel, wenn Buddhas sich als Schweine oder Hunde verkörpern, dann ist es ja durchaus nicht so, dass wir in ihnen alle diese Fähigkeiten wahrnehmen, zu glauben, dass der Hund seine eigene Wiedergeburten erkennen kann, seine früheren oder späteren Lebenszeiten. Es ist da nicht so, dass dein Hund ein besonderer Hund wäre, der oder ein Schwein, das irgendwie leuchtet, in goldenem Glanz erstrahlt oder sowas, sondern sie kommen halt in der Gestalt von als gewöhnlichen Hunden oder Schweinen. Also, aber die Tatsache, dass wir in ihnen diese Fähigkeiten, diese besonderen Wunderfähigkeiten nicht sehen, heißt nicht, dass sie nicht tatsächlich so eine Verkörperung sind. Zum Beispiel gibt es die Geschichte, die Geschichte Maitreya zu sehen, von Atisha, von Asanga, wie er Maitreya als Hund gesehen hat. Und wie andere Leute ihm Sangha mit Maitreya sahen, einige haben dann Maitreya als Hund gesehen oder als andere Dinge. Und ob Michi-Deutsche also die früheren Lebenszeiten wirklich bewusst erinnert oder nicht, kann ich nicht beurteilen, wie auch immer. Aber vielleicht müssen es gar nicht mal Buddhas und Bodhisattvas sein, aber auch gewöhnliche Leute haben vielleicht manchmal Dinge, die sie aus ihrer Erfahrung mitteilen können. Ich kann das nicht beurteilen, ob jemand solche Kräfte hat, aber wenn ich mich auf die Erfahrung von erfahrenen Übenden beziehe, die in der Lage waren, solche Wunderfähigkeiten zu vollbringen, zum Beispiel in der Ming-Dynastie, der Kaiser von China zu jener Zeit, der vielleicht der letzte Kaiser war. Er hat Karmapa damals zu dieser Zeit eingeladen. Da war so eine Einladung des chinesischen Kaisers an Michi-Dorje. Michi-Dorje war nicht in der Lage zu gehen und er hat einen einen anderen Lama geschickt mit dem Titel Goshir. Der den Titel Goshir trug. Zu der Zeit sagte der Kaiser, du lügst, wenn du sagst, du seist die Repräsentation der Botschafter des Karmapa. Und zu der Zeit heißt es, kam Michi-Dorje,
herbeigeflogen mit seiner schwarzen Krone und die meisten der Kaiser und die meisten seine Umgebung haben dann diese Erscheinung gehabt von Karmapa, der herbeikam mit seiner schwarzen Krone trug. So sagt die tibetische Geschichte, dass der Kaiser selbst und die meisten einer in seinem Gefolge diese Vision teilten. Also der Kaiser und die meisten um ihn herum hatten eine Vision, die sahen zwei Kraniche, die über dem Palast. Das war ein sehr verheißungsvolles Zeichen. Und gleicherweise, als der Kaiser Medjidorje einlud, hat er Taigin und andere gesandt. Das waren wahrscheinlich die 10.000 Leute, die sich auf den Weg machten, um den Karmapa herbeizubringen, um ihn zu eskortieren. An dem Tag, bevor sie kamen, gab es eine Warnung auf ihrem Weg. Das war ein großer Schneeberg und sie sahen darüber lauter Regenbogen und den Karmapa mit der schwarzen Krone. Und zu dieser Zeit hat das gesamte Gefolge des Kaisers und die Soldaten haben all diese Erscheinungen gehabt. Und eine andere Zeit ging sie war Megiddo auf dem Wege nach Nyangrong. Da gibt es einen Fluss, der heißt Nyakchu. Also, wenn man diesen Fluss überqueren wollte, brauchte man eine Fähre. Ein großer Fluss, der nicht anders zu überqueren war. Man brauchte also eine Fähre. Aber sie konnten sich nicht einigen über den Preis für diese Fähre. Und viele haben hin und her debattiert. Und da gab es einen Streit darüber, wie viel sollte man tatsächlich bezahlen, damit der Fährmann sie herüber. Aber das gesamte Zeltlager war auf der einen Seite des Flusses angelangt und hat alles blockiert. Und an dem Abend dann heißt es, dass ganz plötzlich der gesamte Fluss zufror und dann plötzlich war ein dickes Eis, eine dicke Eisschicht hat sich gebildet und wenn eine dicke Eisschicht ist, dann kann man natürlich herübergehen. Also in dieser Nacht war der gesamte Fluss plötzlich zugefroren und am frühen Morgen konnte das gesamte Zeltlager, ohne die Notwendigkeit, eine Fähre nehmen zu müssen, war sie in der Lage, diesen Fluss zu überqueren. Einfach über dem Eise herüber zu. Und kaum waren sie drüben, auf der anderen Seite, sofort hat dieses Eis angefangen zu zerbrechen. Zu jener Zeit haben viele Leute aus Nyakrong dass der Karmapa Megiddo tatsächlich über das Wasser herbeigeflogen kam. Das war die Wahrnehmung, die viele Leute teilten zu jener Zeit. Und als Megiddo kam, da gibt es viele Orte, an denen er Fußabdrücke oder Handabdrücke hinterlassen sind. Da gibt es auch einen Zeitpunkt, wenn man, also da war es ja schwierig zu reisen und an der
Sie haben dann, wenn Sie einen neuen Tempel oder etwas errichten wollten, dann haben Sie Karmapa gebeten, ihn diesen einzuweihen, und er war nicht in der Lage, dort persönlich hinzugehen. Also dann gab er die Bitte an ihn herangetragen: Gib doch von der Ferne her deinen Segen, weihe diesen Statue oder diesem Tempel bitte ein. Und zu einer Zeit, als so etwas geschah, hat er, gab es eine, eine Gegend zwischen Kongpo und Goksan, wo er gesagt hat, zu jener Zeit werde ich diese Weihe geben, an jenem Tag, zu jener Zeit. Und ihr müsst da etwas Gerste haben. Und plötzlich haben alle diese Gerstenkörner, die dort aufgeschichtet waren, plötzlich während dieses Moments der Weihe angefangen zu sprießen. Und in der Statue oder diesem Gemälde, was dort war, und wenn man das, was man zum Werfen nimmt, also zum Streuen, für die Weihe verwendet, und dann war das, was geschleudert war auf diese Statue oder auf das Bild, auf dieses Tanka, dann, was normalerweise herunterfällt, dann blieb an der Stelle zwischen den Stirn dort genau hängen für viele Tage, ohne herunterzufallen. Und es gibt viele solche besondere Geschichten, dass in seiner Gegenwart auch sogar Hunde oder Tiere in der Lage waren, Fußabdrücke zu hinterlassen. Und dann, da, wo sie dann starben, waren ihre Gebeine dann gewissermaßen Reliquien. Salchi Taltrot hat es ja direkt gesagt. Aber er sagt auch direkt, einige dieser Hand- und Fußabdrücke waren vielleicht von Leuten angefertigt worden. Manche Leute haben vielleicht diese Fußabdrücke oder Handabdrücke dort in den Felsen hineingehauen. Also wenn ich gefragt werde, hat Midji-Dorje diese Fähigkeiten oder nicht? Wenn du dich dann in die Versuchung geführt fühlst, solche Wunderdinge zu erzählen, bloß damit andere Leute darauf Vertrauen schöpfen, dann ist das nicht sehr gut für dich. Also wie wenn Leute dann bloß, weil ihnen geholfen sein will, dann solche Erwartungen haben und versucht, deren Erwartungen mit solchen Wundergeschichten zu erfüllen. Aber was die Hellsichtigkeit anbetrifft, das Bewusstsein anderer zu kennen, ob diese Hellsichtigkeit des Gemüts anderer, ich weiß es nicht, sagt Sanjay Paltrup, ob Midji-Dorje diese Fähigkeit besaß. Aber viele Leute mit großem Vertrauen, die in seiner Gegenwart waren, haben davon berichtet. Sie sagten, er hat tatsächlich genau gewusst, was mein Gedanke war und meine versteckten Gedanken und Erwartungen. Sanjay Paltrup berichtet, viele Leute haben mir solche Geschichten erzählt. Und unter all denen, die das erzählten, gab es einige, dann gab es auch solche, die aber gerne da so prahlen wollten damit, dass Midji-Dorje ihnen dies oder jenes gesagt habe. Aber für einige, denke ich, war es wahrscheinlich sogar wahr und tatsächlich für sie in ihrem Erleben so. Im Allgemeinen, wenn Midji-Dorje sprach, dann sprach er so, wie die Sachen waren. Er hat es einfach direkt und klar gesagt.
Er war sehr wach und hell scharf in seiner Wahrnehmung. Bloß durch das Schauen darauf, die Art und Weise, wie ihr Gesichtsausdruck war und wie ihr Verhalten war, hat er schon im Prinzip eine Idee davon, wie diese Person eigentlich gestrickt ist. Und Michi Deutsche hat manchmal im Scherz gesagt, ich glaube, ein bisschen weiß ich, wie die Leute denken und wie sie gestrickt sind. Das hat aber nichts mit Hellsicht zu tun. Ich weiß das einfach durch meine Beobachtungsgabe. Ich schaue auf die Zunge der Leute. Also passt auf eure Zungen auf, denn ich schaue auf sie. Oder ich gucke euch in die Augen und dann sehe ich es genau. Also passt auf eure Zunge auf, wenn so hat er das scherzhaft gesagt. Und Leute kamen. Und Leute haben sich vorgenommen, wenn sie in der Gegenwart bei Mitchell sind, ich möchte bitte keinen schlechten Gedanken haben, denn er wird es wissen. Und Michi Deutsche war aber tatsächlich sehr, sehr scharf in seiner Wahrnehmung und sehr schlau. Niemand konnte ihn belügen oder ihm was vormachen. Wenn da irgendjemand versucht hat, irgendwas vorzugeben, hat er sofort gewusst, was da im Geheimen vorgeht. Er hat das einfach gewusst. Er musste das gar nicht überprüfen oder untersuchen, er hatte schon gewusst. Zum Beispiel, wenn manchmal einige Leute sich zu Michi Deutsche gingen und sie haben gedacht, oh, Michi Deutsche weiß ja schon, ich sage eigentlich gar nichts darüber, er wird es schon wissen sowieso. Dann hat er sich so verhalten, als ob er davon weiß, er hat aber auch darüber nicht gesprochen. Es erschien ihnen, als ob er ganz klar weiß, was sie im Geheimen denken, aber er hatte nicht darüber, er sprach darüber nicht, einige Male. Manchmal haben die Leute sich vorgenommen, ich muss ihm direkt alles genau sagen, was vorgeht. Und dann, bevor sie überhaupt den Mund aufmachten, hat er ihnen schon gesagt, was los war. Und manchmal, als sie zu Michi Deutsche gingen, hatten sie einen guten oder einen schlechten Gedanken. Und er hat sofort, der Art und Weise, wie er sprach und wie er schaute, in seinem Gesicht konnte man sofort ihre unterschiedlichen, die Gedanken, die in die Gemüter, die ihnen auf und ab gingen, die Gedanken, die auf und ab gingen, haben sich sofort in der Art und Weise wiedergespiegelt, wer er sie ansah und welchen Gesichtsausdruck er ihnen gegenüber einnahm. Er war also sehr, die Art und Weise, wie er lächelte oder wie er sie anschaut, war sofort verschieden. Und einige Male, wenn da Leute waren, voller Gemütsverstörung heftigster Art, dann wusste er sofort, was mit ihnen los war, und besonders, wenn sie heftige Fragen stellten. Zum Beispiel, wenn man die Gegenwart eines Mörders sich begibt, dann ist das so eine gewisse Art von, so eine Art von Aura, so ein Empfinden, sodass man ein Gefühl davon hat, hier ist irgendetwas, stimmt was nicht. Und Leute, die frei selber von solchen Gedanken sind, die haben sofort ein Gefühl, wenn so etwas ihnen gegenübertritt. Wenn da jemand anders umgebracht hat, da haben sie sofort ein Gefühl, irgendwas ist mit dieser Person. Das ist wie spürbar, es ist wie so ein Schatten, der auf dieser Person liegt.
Und einige Leute sagen, es ist, dass sie eigentlich, manche Leute gibt es, die haben keinerlei solche Empfindlichkeit. Die können überall hingehen, ob sie einen Buddha oder Bodhisattva treffen, ist alles die gleiche Erfahrung. Aber Michi Dorje war anders. Er war sehr, sehr empfindsam. Er würde sofort ein Unwohlsein spüren oder sich ungesund fühlen in der Gegenwart solcher Leute. Und so, er hat das aber immer angesehen als sein eigenes Erleben. Er hat das niemals als den Fehler seiner Schüler betrachtet. Wenn er solche Krankheitsempfinden das vielleicht damit zu tun hatte, dass seine Schüler nicht in richtiger gemäßer Weise handelten. Und das hat das sofort seine Gesundheit beeinträchtigt. Das Gegenteil war, wenn da Leute waren, die wenig Gemütsverstörung haben und die lauteren Geistes in seine Gegenwart kamen, dann wurde er nicht nur gesund, sondern er war von großer, starker Gesundheit und sprach dann auch in dieser Weise. Sanjay Baldo sagte zu all dem, wenn du den Guru gesund und guter Dinge wissen möchtest, dann ist es für die Schüler wichtig, dass ihr Gemüt nicht durch falsches Denken verunreinigt wird. Das ist außerordentlich wichtig. Und Hingabe und dem Guru mit dem Herzen zu bitten, um seine Inspiration, das ist wirklich nötig. Die Leute zum Beispiel, war manchmal, wenn er zum Beispiel bestimmte Orte besuchte, das war in alten Zeit, damals nicht so wie heute. Damals Tibet war sehr groß in der Ausdehnung und manche fernen Orten zu besuchen, war sehr, sehr weit. Und man hatte auch keine Idee, was da in den anderen Gegenden passierte und ob da zwischen Banditen waren oder nicht. Michi Dorje wusste aber immer besser Bescheid über das, was da und dort vorging, als jeder andere. Mehr als seine Freunde und seine anderen Menschen im Gefolge. Zum Beispiel einige Leute scheinen sehr wohl erzogen und benehmen sich fein, aber ihre Absichten sind übel. Michi Dorje hat dies sofort gesehen. So gibt es ja Leute, die haben gute Herzensabsichten, aber vom Außen verhalten sie sich etwas ungestüm und ungepflegt. Michi Dorje hat aber niemals aus Mitgefühl sie aufgegeben. Er hat ihnen direkt gesagt, deine Situation ist so und so und so, und hat ihnen das klar auseinandergelegt. Hat ihnen direkt gezeigt, was für sie zu tun ist. Da gibt es zum Beispiel jemand, der Herr Thubten heißt, der heißt Lo Thubten, der ein Mahasiddha sei und der sehr bekannt war. Einmal hat mich dort ihm gesagt, hat ihm direkt gesagt, du bist kein Mahasiddha, du hast diese Fähigkeit. Du bist von Dämonen gesegnet und nicht von Göttern. Das hat er ihm direkt ins Gesicht gesagt. Und der Lo Thubten, jemand, von dem alle Leute sagten, er ist ein Mahasiddha. Aber Michi Dorje hatte keinen Moment gezögert, ihm das ins Gesicht zu sagen, du bist kein Mahasiddha, du bist von Dämonen beeinflusst. Wenn das nicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, hätte er das nicht gesagt. Und wenn der Zeitpunkt gekommen war, hat er nicht gezögert, es direkt zu sagen. Also nicht, dass er die ganze Zeit solche Dinge anderen Leuten verkündet hätte. Also kurz gesagt,
Ganz allgemein waren Midgetdeutsch Artenweisen des Handelns, ein Tun und Wirken. So, dass da es erscheint, dass der nicht das geringste bisschen war, was er nicht wusste. Aber jetzt von seiner eigenen Einstellung her hat er niemals die Absicht gehabt, dass das so und so tatsächlich sein sollte. Wenn die Leute also sagen, dass er von großartige Hellsicht und Wunderfähigkeiten gehabt habe, hat er selber sich nie so verhalten wie Leute, die das behaupten. Normalerweise hat er immer so gesagt, dass er solche Fähigkeiten eigentlich nicht besitzt. Wenn man tatsächlich aus Hellsicht heraus anderen Leuten etwas direkt ins Gesicht sagt, da ist dann manchmal eine große Gefahr, dass Leute überrascht sind oder erschreckt und manchmal vielleicht sogar ärgerlich werden darüber und dann sich entsprechend verhalten. Dann gibt es keinen Grund, das dann zu sagen. Und wenn man sich so der Art verhält, und dann werden Leute das übertreiben, werden viel und große Geschichten daraus machen. Und das ist sicher ein Grund, sich so zu verhalten, als ob man diese Fähigkeit nicht besitzt. Und das zum Beispiel zur späteren Zeit, als viele Leute ihn aufsuchten und um Voraussagen, Prophezeiungen baten, das war zu der Zeit üblich, dann sagte Midgetdeutsch in der Regel, ich mache sowas nicht, ich mache keine Prophezeiungen. Wie es in der Rajan-Paramita mit 22.000 Versen heißt. Und wenn man das Prophezeiung macht, dann, ob jemand lange lebt oder nicht und so weiter, mache solche Prophezeiungen nicht, heißt es dran. So wie es in der Pragya-Paramita auch ausgeführt ist. Wenn da jemand sagt, ich möchte gern wissen, ob mein Kind jetzt ein Junge oder ein Mädchen wird. Solche Prophezeiungen sind nicht zu geben. Vielleicht war es so, dass Midgetdeutsch am Anfang solche Prophezeiungen gemacht hat, aber später hat er es ganz strikt abgelehnt. Manchmal kamen Leute, als ihre Eltern gestorben waren und so weiter, und sie haben voller Trauer und die Tränen in den Augen und ihn gefragt hat und wieder gedrängt haben darum. Dann einige Leute, dann hat er ein großes Mitgefühl mit denen und er konnte es nicht ablehnen. Und er hat dann kleine Papierstücke genommen und hat etwas aufgeschrieben und hat die Namen der 6 Bereiche draufgeschrieben, hat es in eine Schale hineingetan und hat die gebeten, da herauszunehmen. Er hat aber niemals dann behauptet, dass er selber diese Hellsicht habe, sondern er hat sie einfach dann lesen lassen, was auf diesem in gewissermaßen Lotterie gewonnenen Zettel dann stand. Solcherart gibt es auch Moos. Es gibt also verschiedene Arten und Weisen, ein Mo zu verfertigen, also eine Prophezeiung. Gibt auch, wenn man weiß, wie man so einen Mo macht, dann die Technik dazu kennt, dann braucht man auch keine Hellsicht besitzen. Also viele großartige Lebewesen machen solche Vorhersagen. Und das machen das aber nur aus dem Grund, damit die Leute denken, dass sie hellsichtig seien. Und dann haben die Leute alle möglichen Ideen über sie und glauben,
dass sie Wunderfähigkeiten besäßen. Und dadurch sozusagen vorgeben können, als ob sie Wunderfähigkeiten oder Hellsichten besitzen. Und anstatt solche Hellsicht direkt zu zeigen, gibt es diese Art und Weise, die Prophezeiungen durchzuführen nach einem gewissen Verfahren. So jedenfalls haben Leute das damals gesehen. Jetzt haben wir eine 20-minütige Pause. Okay, jetzt folgenden haben wir haben bereits gesprochen über die Art und Weise, wie seine Hellsicht und Fähigkeit, das Gemüt anderer zu kennen. Wenn wir bei jener Art von Hellsicht nun sprechen, die vergangene Lebenszeiten erinnern sollte, wenn man über die Lebensgeschichten früherer Kammerpaar spricht, dann heißt es oft, dass die früheren indischen Gelehrten und tibetischen Gelehrten und Siddhas von einem Herzens- und Bewusstseinsstrom seien wie Karmapa selbst. Und wenn mit die Leute darüber spricht, wie in den Lebensgeschichten über frühere Karmapas dann und Leute ihm zuhören, dann müssen sie wissen, dass er über die Lebensgeschichten, früheren Lebensgeschichten spricht, der früheren Karmapas, und sie sehen es so, als ob er über seine eigene frühere Wiedergeburt spricht. Zum Beispiel, wenn da ein Individuum stirbt und man sich die Frage stellt, wo, in welchen Lebensbereiche wird diese Person wiedergeboren? Oder sind sie noch im Zwischensein, im Bardo? Dann würde Mitteldeutsche zum Beispiel sagen, ich hatte einen Traum, da schien es mir so, dass sie dort und dort wiedergeboren wären. Mehr würde er dazu nicht sagen, aber seine Diener, sein Gefolge, würden dann in der Regel diese Mitteilung übertreiben und sagen, der Kyalwan Karmapa hat verkündet, dass er gesehen hat, dieses Wesen ist jetzt in diesem Bardo-Zustand, in diesem Zwischensein. Oder er hat gesehen, dass dieses Lebewesen an diesem oder jenem Platz wiedergeboren sind. Solche Übertreibungen haben sie dann anderen mitgeteilt. Wenn man über Hellsicht spricht, im Sinne der Hellsicht, das Makelfreie zu kennen, dann, und Sanjay Paltrup sagt, er könne nicht beurteilen, ob Mitteldeutsche diese Fähigkeit habe, das Makellose zu kennen. Aber er hatte die Intelligenz, das Gegenmittel zu kennen, was war zu tun und was war zu lassen, was ist das Gegenmittel, was ist die Störung. Um die Bedeutung der großen Texte zu kennen, hatte er die Fähigkeit, durch bloßes Lesen dieser Schriften sofort die Bedeutung zu erfassen. Insbesondere war er in der Lage, welche Art Erfahrung seine Schüler hatten in Shamatha oder in tiefer Einsicht, bloß indem er sie anschaute. Und er war sofort in der Lage, all das zu tun, was sie brauchten für ihre Übung, um sie in ihrer Übung voranzubringen, in dem, was zu tun war, als Übung von Nadi, Prana und Bindu, im Sinne von verborgenen Mantrayana und so weiter. Er konnte eine Unterweisung geben im verborgenen Mantra und er wusste genau, was hilfreich war für jene
war deutlich in der Lage zu prüfen, zu sehen, was gebraucht würde. Zum Beispiel, welche Hindernisse für jemand in der eigenen Üben heranstanden, welche Art von Übungsrang sie erlangt hatten. Er konnte auch das, was jene nicht sehen konnten, also ihnen eine Voraussage zu geben. Und ohne irgendein Zögern und Makel konnte ihnen all diese Hinweise direkt geben. Das ist im Grunde genommen, was dazu zu sagen ist. Und vielleicht reicht das auch für heute schon. Ich habe schon sehr viel darüber geredet und viele sind sicher voller Hoffnung, dass sie endlich ihr Abendessen kriegen können. Okay, das soweit für heute und übermorgen, wenn ich dann darüber spreche, dann ist das, was dann noch was zu sagen ist, an verbliebenen Versen aus der anderen Lebensgeschichte und aus den guten Taten, Lebens- und Freiheitsgeschichte, was da noch verblieben ist und aus der anderen Lebensgeschichte und außerdem über die schwarzen Pillen zu sprechen. Und dann gibt es auch noch die 32 Bände von Wikideutsches gesammelten Worten und darin gibt es einige darunter, die außerordentlich wichtig sind zu studieren. Zum Beispiel der große Kommentar zum Abhidharma, zum Vinaya und der Kommentar auch zur Pragya Paramita und das Eintreten in den mittleren Weg, Madhyamaka und die Kammakamsa-Kommentare über die 5 großen Kommentare, wie sie vom 7. Karmapa verfasst sind und so weiter und so weiter. Und dann das war sicher eine seiner großen Taten, Michidas große Tat. Er hatte einen großen Einfluss an alle in all diesen Richtungen und nur weil die Zeit fehlt. Ich hatte eigentlich die Absicht, eine kleine Einführung darüber zu geben. Ich hatte noch keine Gelegenheit, darüber zu sprechen, über die 5 großen Texte zu sprechen. Vielleicht habe ich übermorgen eine kurze Gelegenheit, eine Einführung zu geben über die Abhidharma, Salamkara und Kommentare und so weiter zu sprechen. Ich weiß nicht, ob da genug Zeit ist, aber ich werde versuchen, und dann vielleicht in der Zukunft, wenn da so eine günstige Gelegenheit sich bieten sollte, dann und meine Gesundheit dazu mich in die Lage versetzt, dann werde ich die Kommentare über die 4 großen Schriften gerne vorstellen. Rangjung Dorjes, in tiefe innere Bedeutung, Sabmunangden und so weiter. Ich habe den Gedanken, dass ich das lehren kann. Ich weiß nicht, ob ich sie von Anfang bis Ende lehren werde, aber ein bisschen möchte ich darüber sprechen, die wichtigen Punkte darin deutlich machen, meine Gedanken in Bezug auf diese Texte. Das ist sicher mein Dienst an den Worten des Buddha und auch an mein Tribut an die Taten von Mikyu Dorje. In jedem Fall kommen wir jetzt zu einem Ende von dieser Lehrzyklus über Mikyu Dorje nächstes Jahr, anstatt über was ihr immer für Gedanken habt über Mikyu Dorje und was
anstatt über Medideutsch zu sprechen, dann solltet ihr euch Gedanken machen. Manchmal ist es gut, wenn ihr euch auch Gedanken macht. Alle Schüler und Lehrer sollten zu mir direkt sprechen, eine Bitte vortragen, was auch die in Kshetras und auch die in den Klöstern, nicht nur in den Kshetras, aber auch in den Klöstern, sollten alle ihre Gedanken, Absichten und Wünsche vortragen. Meine Vorstellung ist, da gibt es die 50 Worte des großen Guru. In der Vergangenheit war in der Karma Kangtsang Lehrtradition. Da gab es Vajrayana Lehrinstitute der Kshetras, die also tatsächlich Tantra studierten. Und der wichtigste Text, den sie als allererstes sich vornahmen, waren die 50 Worte des großen Guru. Und danach haben sie sich mit den Verfehlungen, den Kommentaren zu den Verfehlungen, Fehlern beschäftigt. So im Kommentar von Rangchung Dorje und die verschiedenen Arten von Tantra und dabei das tiefgründige, erstaunliche Hevajra Tantra. Und darin dann insbesondere die tiefgründige innere Bedeutung und aber auch Hevajra Tantra Darlegung. Und ich hatte Ihnen gedacht, dass ich es vielleicht im Sommer lehren sollte, aber im Sommer die Gefahr, dass es noch 1 oder 2 Jahre vielleicht brauchen würde. Vielleicht sollte ich dann im Frühling diese 50 Worte des Guru sagen und das sogenannte Meer an Samadhi. Darüber habe ich nachgedacht, aber ich habe mich noch nicht tatsächlich entschlossen. Jedenfalls die Sommerunterweisung können vielleicht noch 1, 2 Jahre dauern. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt Schüler und Lehrer zusammen darüber nachdenken, welche Vorstellungen und Wünsche dort vielleicht sind, was in dem Frühlingsdammer dann zu tun wäre. Ich werde natürlich darüber nachdenken, wenn ihr eure Wünsche vortragt. Aber wenn ihr noch nicht mehr eure Wünsche vortragt, dann weiß ich nicht, worüber ich nachdenken soll und was vielleicht hilfreich für euch ist. Von einer Richtung her, im Karma Kangtsang Lehrtradition, ganz allgemein, ist da besonders im Karma Kangtsang Stil, ist da vieles, was verloren gegangen ist. Und wir alle gemeinsam müssen daran arbeiten, es wieder herzustellen, es wieder zu restaurieren. Nur jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Tara-Preisung zu sprechen. Shida nule ge je je me de se ye ba je se chi me se ye la zo ye ba de la me ku se da do ji wa je ge go gu me je ba lo je zo na zo zhi be zhen zhi ge du ji ming wa ra de be Sewara ge lai me gu yung zhu be do ra den ji ri su min be che jirai ge du che xin san min bra ji lama ju sun ye dama la do chi chu sun tam den zu ye wa ge ji me ba ru me be de den zhu bra ji Chuni dombe ngai ni le gyun zhu la mon zi me zu xie sun jia ge xie we gu nam zhen dan be jie zo gyong qi da du le ge jie jin mi dun zi ye ba jie zi qi me zi ye la zo ge ban de la me gu zi zi Da do ji wan ji ge go gu me jie ba long jie zo na zo zhi be zhen zhi ge du jie ming ra ra den be
塞瓦拉耶拉梅古永中贝多拉典籍，日苏面别去西来言，对切心上面不拉吉，老毛就苏耶达玛拉多西去松当典。耶瓦吉西面巴如面别对等住不拉吉。去年东北爱年嘞，君主老门在面，先送下一些越过南镇当北街所中，其他队里一些见面军谁也不接受，前面谁也拉所也帮点拉面过这些。大多希望学给过给没些把弄就做，那做这边尊这给对些名我这点别，在我这给来美国用中别多少点几，日苏妹妹别学起来给对些新上面不拉子。老毛就送也当门了，都去送他的送，也我给些面包准，面边的炖煮不了。